so gut. Wunderbar, ich begrüße euch herzlich im ICF Basel und auch alle, die online zuschauen. Deswegen machen wir es auf Hauchdeutsch, dass du mich verstehst. Wunderbar. Hey, so schön bist du heute hier. Ich möchte gerne über das Thema Sex reden. Sex. Und was Gott und die Bibel dazu sagen. Und ich weiß jetzt schon, dass einige von euch getriggert werden in dieser Predigt. Aber das ist okay. Manchmal darf man auch herausgefordert werden. Jemand hat mal gesagt, und vielleicht war es Martin Luther, wir wissen es nicht genau, die Unterhose und der Geldbeutel bekehren sich zuletzt. Und das hat was, weil wenn es um unsere Sexualität oder um unser Geld geht, dann lassen wir uns da nicht gerne reinreden, weil das sehr persönliche Dinge sind. Und mir ist bewusst heute Abend und online auch, dass ich zu einem großen Spektrum von verschiedenen Menschen spreche, mit verschiedenen Erfahrungen und einer anderen Geschichte und auch mit verschiedenen Meinungen. Ich weiß, wir haben ein Spektrum von der einen Seite, von dem einen Extrem, sage ich jetzt mal, in der Kirche redet man nicht über Sex, weil es gehört in die Ehe. Punkt, oder? Das ist so das eine Extrem und es ist schambehaftet. Und auf der anderen Seite das andere Extrem vielleicht und du sagst, ja, Sex können wir so leben, wie es uns in unserer Kultur vorgelebt wird, wie das halt normal auch auf Netflix und durch Hollywood propagiert wird. Man kann sagen so, was ist schon falsch daran, wenn zwei Menschen miteinander Sex haben, wenn sie sich wenn beide einverstanden sind und niemand zu Schaden kommt? Was soll daran falsch sein? Und deswegen, weil das Spektrum so groß ist, habe ich gedacht, komm, ich erzähle mal meine persönliche Geschichte mit diesem Thema. Ich bin selbst landeskirchlich, also in der Kirche aufgewachsen, in der Landeskirche, und wir sind in die Jugendgruppe gegangen, und als ich so irgendwie in der Pubertät war und die Hormone langsam gekommen sind und das Thema Sex etwas Aktuelles geworden ist unter uns in unserer Gruppe, haben wir unseren Jugendarbeiter gefragt, hör mal, wie ist das eigentlich mit Sex? Ist das okay, wenn wir Sex haben vor der Ehe? Dürfen wir Sex haben? Und unser Jugendleiter hat folgende Antwort gegeben. Er hat gesagt, ja, es ist völlig okay, Sex vor der Ehe zu haben, solange du verhütest. Er hat gesagt, all die Bibelstellen, die etwas zu diesem Thema sagen, sind aus der Zeit gefallen, weil damals, als diese Bibelstellen aufgeschrieben worden sind, gab es noch keine Verhütungsmittel. Deswegen können wir diese Stellen außer Acht lassen. Und du musst dir vorstellen, wir waren hormongeladene Jünglinge, und wir fanden diese Antwort super. Super. Weil dann hat es auch keine Rolle mehr gespielt, was deine Eltern zu diesem Thema sagen. Wenn dein Jugendleiter dies dir sagt, sind wir alle losgegangen und haben uns ausgetobt, sage ich mal. Und diese Aussage hat dazu geführt, dass ich viele Entscheidungen getroffen habe in meinem Leben, die ich heute bereue. Ich hatte mehrere sexuelle Interaktionen mit mehreren Frauen vor meiner Ehe. Und ich dachte, ich wäre frei. Ich dachte, wow, das ist Freiheit. Ich kann tun, was ich will. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Ich war nicht frei, sondern gefangen in Pornografie und abhängig von Meinungen und der Anerkennung von anderen Menschen. Ich war kein freier Mensch. Ich war gefangen in diesen Dingen. Und ich sage das jetzt wortwörtlich so, Gott sei Dank hat Gott mich daraus gerettet. Wirklich. Jesus ist mir begegnet, hat mir seine Gnade gezeigt, hat mir seine Liebe gezeigt,
hat mich auch korrigiert und auf einen neuen Weg geführt. Und mir ist das so ein Anliegen, dieses Thema, weil ich kann dir eins sagen, ich bin jetzt seit 11 Jahren verheiratet und wenn es nicht um die Gnade Gottes gewesen wäre oder seine Korrektur in meinem Leben, dann wäre ich heute nicht mit meiner Frau verheiratet, 100%, und hätte nicht 3 kleine Kinder. Eines der größten Privilegien und Freuden in meinem Leben wäre heute nicht so, wenn es nicht um Gott gewesen wäre. Und ich möchte gleich zu Beginn dich ermutigen, egal was deine Geschichte ist, egal woher du kommst, welche Erfahrungen du gemacht hast, welche Entscheidungen du getroffen hast. Gottes Gnade ist größer als deine Vergangenheit. Gottes Liebe übersteigt deine Fehler. Egal wie viele Fehler du begangen hast, Gottes Gnade, seine rettende Kraft kann alles neu machen und dir einen neuen Start geben in deinem Leben. Amen? Amen. Ich bin dann 2 Jahre an eine Bibelschule gegangen, weil ich so eine Gottesbegegnung gehabt hatte. Und in dieser Bibelschule war es die Regel, dass man im ersten Jahr niemanden datet. Und während der ganzen Zeit darfst du keinen Alkohol trinken. Und für viele Studenten aus der ganzen Welt, das war eine internationale Schule, war das Grund zum Anstoß. Und die haben gesagt, das ist gesetzlich, wo steht das in der Bibel und so weiter. Und für mich waren diese 2 Jahre die besten Jahre meines Lebens, weil für mich war das wie eine Entgiftung. Am Wochenende hatte ich nicht Party gemacht, sondern war in der Church. Ich wurde frei von Pornografie und bin es bis heute. Und ich habe mich nicht nur um mich selbst fokussiert, sondern durfte lernen, was es heißt, mich auf Gott auszurichten und nicht abhängig zu sein von den Meinungen und der Anerkennung von Menschen. Und ich danke Jesus für diese Zeit. Und ich habe dort in Australien 2 Entscheidungen getroffen. Erstens habe ich gesagt, die nächste Frau, die ich date, meine nächste Freundin, wird auch meine Ehefrau. Ich werde nicht irgendetwas ausprobieren, ich werde mir sicher sein, ich werde vorsichtig sein. Die nächste Frau, die ich date, wird meine Frau. Habe ich mich entschieden dort, ein Commitment gemacht. Die zweite Entscheidung, die ich getroffen habe, und vielleicht denkst du jetzt, ich bin absolut crazy, aber ich habe mich entschieden, dass ich, wenn ich eine Freundin habe, mit dem Sex warten werde bis in die Ehe. Und weißt du, was absolut crazy ist? Ich habe dann eine Frau kennengelernt im ICF Basel und die wollte dasselbe. Wirklich. Und so haben wir das gemacht. Wir haben gewartet mit dem Sex und heute sind wir seit 11 Jahren verheiratet. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dir die Frage zu stellen, wie möchtest du leben? Welches Ziel hast du in deinem Leben? Möchtest du eine Familie gründen? Möchtest du Kinder haben? Wie möchtest du dein Leben gestalten? Und deswegen beginne heute so zu leben, dass es dem entspricht, was du dir vorstellst und wie Gottes Vision für dein Leben ist. Und wir haben jung geheiratet. Ich war 24 Jahre alt, meine Frau war 22 Jahre alt und viele Leute in unserem Umfeld haben uns komisch angeschaut und haben gesagt, ja, sind die nicht viel zu jung? Man ist doch noch nicht reif, man entwickelt sich noch, das ist doch unverantwortlich, so früh zu heiraten. Und ich sage dir, ich bin überzeugt, Reife kommt nicht einfach dadurch, dass du Jahre deinem Leben hinzufügst. Reife kommt dann, wenn du Verantwortung für dein Leben übernimmst. Amen. Das, was dich reif macht, ist, wenn du dich committest und die Konsequenzen für deine Entscheidungen bereit bist zu tragen. Das macht dich aus meiner Perspektive reif. Und reich, nein. Also, das war meine Geschichte. Lasst uns jetzt eintauchen in die Bibel. Seid ihr noch bei mir, okay? Okay, wir tauchen ein in den Römerbrief und lesen gemeinsam, was Paulus schreibt. Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt,
in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Paulus sagt den Christen in Rom und dir und mir, wenn du Christ bist, lass dich nicht einfach von den Maßstäben und der Kultur dieser Zeit führen und leiten, sondern prüfe regelmäßig, was sagt Gott, was will Gott, wie sieht er diese Sachen. Und das bezieht sich auf unser ganzes Leben und dazu gehört auch unsere Sexualität. Gott hat eine Vorstellung, wie wir mit diesem Thema umgehen sollen. Und ein Buch, das mir in den letzten Jahren nochmal neu die Augen geöffnet hat diesbezüglich, ist ein Buch von Tom Holland. Und ich stelle dir heute 2 Bücher vor, die ich dir wärmstens ans Herz legen möchte. Tom Holland ist nicht der Spider-Man-Schauspieler, sondern ein säkularer Historiker, also kein gläubiger Mensch, der zum Schluss gekommen ist, dass die ersten Christen, die Ethik der ersten Christen und auch die Sexualethik der ersten Christen unsere Welt bis heute geprägt hat. Bis heute war eine sexuelle Revolution damals. Und wenn Paulus also schreibt, fügt euch nicht in diese Welt ein, sondern prüft, was Gottes Wille ist. Was meint er denn mit Maßstäben dieser Welt? Wir wissen, die Zeit damals war ja eine andere als heute. Wir können diesen Text nicht einfach 1:1 übertragen. Wenn Paulus sagt zu den Christen in Rom, fügt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Was waren denn die Maßstäbe sexualethischer Natur? Wie war dann das? Und Tom Holland beschreibt das so. In der römischen Antike, mal abgesehen vom Judentum, war Sex Machtausübung. Der römische Mann durfte sich nehmen, wen immer er wollte, was er wollte, solange es kein römischer Bürger war. Also ein Römer durfte Sex haben mit der Sklavin oder dem Sklaven oder mit einer Prostituierten, wann er wollte, wie er wollte. Und das war auch nicht verpönt, das war völlig normal. Manchmal denken wir leben in einer so stark sexualisierten Welt, oder? Und früher war alles besser. Vielleicht war vor 60, 100 Jahren weniger sexualisiert die Kultur, aber glaub mir, in der Antike war Sex überall. Überall. Das war auch nicht so eine Privatsache, wie wir heute das ansehen. Sex war überall. Das lateinische Wort für ejakulieren ist meo. Und das gleiche Wort wird benutzt für das Wort urinieren. Und du siehst schon in dieser Sprache, wie die römische Kultur das verstanden hat. Sex gehört zum Leben dazu, so wie man urinieren muss. In anderen Worten, Sex musst du haben. Genauso wie du urinieren musst, musst du auch Sex haben. Auf Sex verzichten ist ungesund. Noch viel schlimmer, auf Sex verzichten ist gefährlich für dich. Das tötet dich. Du musst Sex haben, das gehört dazu. Genauso wie du am Straßenrand mal kurz pinkeln gehst, kannst du auch beiläufig mit einer Prostituierten oder einem Sklaven oder einer Sklavin Sex haben, wann du willst. So, das war so diese Haltung damals. Und jetzt, du musst das verstehen, in diese Welt kommt Jesus Christus, von dem wir sagen, dass er das wahre Leben gelebt hat. Von dem wir sagen, Jesus bringt Leben. Jesus ist unser Vorbild. Wir möchten so werden wie Jesus. Wir möchten ihm ähnlicher werden. Und dieser Jesus war sein Leben lang Single und hatte nie Sex. Wer möchte Jesus ähnlicher werden? Versteht ihr? Natürlich,
Paulus sagt, nicht jeder Mensch ist berufen, sein Leben lang alleine zu sein. Aber Paulus schreibt, dass eine der Früchte des Heiligen Geistes, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, ist eine der Früchte Selbstbeherrschung oder Enthaltsamkeit. Kannst du das auch übersetzen? Ich möchte es mit euch lesen, Galater 5, 22 bis 23. Die Frucht des Geistes, sagt Paulus, aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und mir hat Tom Holland vor ein paar Jahren die Augen neu geöffnet. Wir haben heute einen Bücherstand hier vom Buchladen Wertschatz. Du kannst dieses Buch heute erwerben, wenn du möchtest. Aber es waren die ersten Christen und vor allem die ersten christlichen Männer, die sich von Gott haben korrigieren lassen, die den Geist Gottes in sich wirksam werden ließen und sich nicht einfach von den Maßstäben ihrer Umwelt haben steuern lassen und von ihren Trieben, sondern vom Geist Gottes. Das heißt, man kann auch auf Sex verzichten und es ist die größte sexuelle Revolution in der Antike entstanden. Indem dass die Männer sich zurückgenommen hatten, wurde der Wert der Frau nochmal ganz neu betont, wurde auf ein gleiches Niveau gehoben, weil es war plötzlich nicht nur der Mann, der entscheidet, wann er Sex will, sondern auch die Frau. Einvernehmlichkeit, die wir so hochhalten und als Maxime der Sexualethik propagieren, ist eigentlich eine christliche Erfindung. Es müssen beide zustimmen. Und ich möchte jetzt alle Männer ansprechen heute Abend speziell, weil wir Männer sind anders verkabelt als Frauen. Wenn du Freiheit erleben möchtest, die Jesus für dich hat, auch gerade in diesem Bereich, dann musst du lernen, in der Frucht der Selbstbeherrschung und Enthaltsamkeit zu wandeln. This is part of the deal. Wenn du frei sein möchtest, musst du lernen, nicht immer deinen Trieben nachzugehen. Und ich weiß nicht, ob es dir schon jemand gesagt hat, auch wenn du verheiratet bist, kannst du nicht immer Sex haben, wenn du willst. Und alle Frauen, die verheiratet sind, sagen mal Amen. 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 Ich sag's dir einfach ehrlich. Lerne damit umzugehen, bevor du heiratest. Ich mache es noch ein bisschen deutlicher. Werde deine Pornosucht los, bevor du heiratest. Deine Ehe wird dein Pornoproblem nicht lösen. Du wirst deine Pornosucht lösen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich sage es nochmal, deine Ehe wird dein Pornoproblem nicht lösen. Du löst dein Pornoproblem durch die Kraft des Heiligen Geistes. Du musst Verantwortung übernehmen für deinen Körper, für deine Triebe. So, das war für alle Männer, okay? Amen. Schau, Sex war in der Antike überall. Überall. So auch in Korinth. Korinth war eine große Stadt im heutigen Griechenland, in der Paulus eine Kirche gegründet hatte. Und immer mehr Menschen wurden zu Christen, denen er gelehrt hat, die Frucht des Geistes, eine davon ist Selbstbeherrschung. Und in Korinth war es üblich, da gab es einen Tempel und die Nichtchristen und die Nichtjuden gingen in diesen Tempel der Aphrodite. Die Aphrodite war die Gottheit der Fruchtbarkeit und der Sexualität. Und viele Männer gingen in diesen Tempel und hatten Sex mit Prostituierten in der Hoffnung und im Glauben, dass Aphrodite ihnen dann Fruchtbarkeit für ihre Familie und ihren Acker und ihr Haus bescheren würde. Und es war der Fall, dass auch Christen das taten. Und jetzt möchte ich mit euch
ein paar Zeilen lesen von Paulus, die er zu diesen Christen schreibt, okay? 1. Korinther, Kapitel 6. Wenn du wissen möchtest, wo Paulus über Sex redet, dann weißt du es jetzt. 1. Korinther, Kapitel 6, weil das ist das Sexkapitel. Jetzt weißt du es für immer. Dort schreibt er alles, was über Sex zu wissen ist. 1. Korinther 6, Vers 18. Dort sagt Paulus, flieht die sexuelle Unmoral. Flieht die sexuelle Unmoral. Das Wort, das Griechische, das dort verwendet wird, ist Porneia. Wir kennen dieses Wort. Das ist das Wort Porno, das daraus abgeleitet ist. Aber mit Porneia ist ein Sammelbegriff gemeint für alle sexuellen Interaktionen außerhalb der Ehe. Und Paulus sagt, flieht Porneia, flieht es. Und ich möchte dir das zusprechen, wenn du loswerden, wenn du von dem frei werden musst und willst, dann gibt es keinen anderen Weg, als 180 Grad davon wegzurennen. Du musst davon fliehen. Wir flirten nicht damit. Du rennst in die andere Richtung. Es ist wie Josef und Potiphar. Die Frau von Potiphar war eine mächtige Frau in Ägypten im Alten Testament und Josef war attraktiv für sie und sie wollte mit ihm Sex haben, heißt es in der Bibel. Und Josef tat das einzig Richtige. Er drehte sich 180 Grad in die andere Richtung und rannte davon. Er flirtete nicht mit ihr, er schaute keinen Film mit ihr, er trank keinen Wein mit ihr. Er rannte weg von ihr, auch als sie ihn festhalten wollte. Er floh davon. Und viele junge Leute fragen uns immer wieder als Pastoren, wie weit darf ich gehen, bis es dann sexuelle Unmoral wird? Wo ist die Grenze? Und ich sage dir einfach Folgendes. Gott hat dir ein Hirn geschenkt und du darfst das brauchen. Verstehst du? Und für einige von euch bedeutet die Grenze, ist viel radikaler als für andere. Du musst die selbst legen. Nochmal, wie willst du leben? Wo ist deine Zukunft? Wie willst du enden? Setz dir deine eigenen Grenzen und wenn du Hilfe bei der Grenzziehung brauchst, dann komm auf mich zu, ich helfe dir gerne. Aber du bist verantwortlich für deine Grenze. Jesus sagt an einer Stelle, wenn dein Auge dich verführt zum Ehebruch, dann reiß es lieber aus. Natürlich ist das eine Übertreibung, aber will damit darstellen, mach radikale Schritte, flirte nicht mit Porneia, renne in die andere Richtung, wenn du frei sein möchtest. Okay. Und vielleicht bist du jetzt heute hier und du sagst, boah, Jesus, Paulus, das ist doch viel zu radikal. Come on. Wir sind doch heute in einer anderen Zeit. Wie könnt ihr sowas sagen? Sex zu haben ist doch kein Problem. Wenn beide einverstanden sind und Spaß dabei haben und niemand geschadet wird, was soll daran falsch sein? Und Paulus widerspricht hier deutlich. 1. Korinther 6, Vers 18, wir lesen den ganzen Vers jetzt. Flieht die sexuelle Unmoral. Jede Sünde, die ein Mensch begeht, betrifft nicht seinen eigenen Leib. Wer aber sexuell unmoralisch lebt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Paulus sagt, dass sexuelle Unmoral, sexuelle Sünde im Vergleich zu anderen Sünden eine ganz andere Kategorie darstellt. Und jetzt bitte verstehe Paulus und Gott nicht falsch. Gott findet sexuelle Sünde nicht schlimmer als andere Sünden. Gott hat kein Problem mit Sex. Gott ist der Erfinder von Sex. Gott findet Sex gut. Amen, Halleluja, genau. Gott findet sexuelle Sünde nicht schmutziger als andere Sünden. Aber sexuelle Unmoral ist deswegen in einer anderen Kategorie, sagt Paulus, weil du deinem Körper geistlich schadest. Wait, what? Ja, genau, sagt Paulus. Und ich wünschte, ich hätte das gewusst, als ich ein Teenager war.
Ich wünschte, mir hätte das, was ich dir heute vorlese, jemand gesagt damals. 1. Korinther 6, 15 bis 16. Wisst ihr nicht? Nein, wissen wir nicht mehr in unserer heutigen westlichen Zeit. Nein, wissen wir in der Kirche zum größten Teil nicht mehr. Niemand redet darüber. Aber Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und sie zu Gliedern einer Prostituierten machen? Auf keinen Fall. Paulus sagt, du bist Teil vom Leib von Jesus. Der Leib von Jesus besteht aus Millionen, Milliarden Christen. Und du bist ein Körperteil von Jesus. Soll ich nun diesen Körperteil nehmen und mit einer Prostituierten verbinden? Sicher nicht. Und ich kann mir vorstellen, wie die Korinther damals reagiert hatten, als sie diese Predigt gehört haben oder diesen Brief vorgelesen bekommen haben. Paulus, Moment mal. Wir hatten einfach Sex. Wir haben uns nicht verbunden. Ich war bei einer Prostituierten, ja. Sie war einverstanden, ich habe sie bezahlt. Und es war so und jetzt bin ich wieder zurück in der Kirche. Alle meine Körperteile sind hier und alle ihre Körperteile sind dort. Wir sind nicht verbunden. Das war einfach Sex. Aber Paulus sagt, wisst ihr nicht im nächsten Vers, nein, wissen wir leider nicht mehr, aber wisst ihr nicht, dass wer mit einer Prostituierten schläft, ein Leib ist mit ihr? Denn so heißt es, und jetzt zitiert er das Alte Testament, die zwei werden ein Fleisch sein. Paulus zitiert hier das Wort Gottes aus dem Schöpfungsbericht, über das wir schon viele Male geredet haben in dieser Serie, aus 1. Mose Kapitel 2. Wo die Ehe beschrieben wird zwischen Mann und Frau. 1. Mose 2, 24. Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt an seiner Frau und sie werden ein Fleisch. Aber Paulus, nein! Wir haben ja nicht geheiratet. Wir hatten einfach Sex. Wir sind gar kein Commitment miteinander eingegangen. Da war keine Zeremonie, wir sind nicht aufs Standesamt, wir sind nicht in die Kirche, wir hatten einfach Sex. Was ist dein Problem? Und Paulus sagt, weißt du nicht, dass wenn zwei Menschen Sex haben, dass sie eine Einheit werden. Sie werden ein Fleisch, sie werden zusammengefügt geistlich. Wisst ihr das nicht? Es ist so interessant für mich, weil wenn ich Paulus wäre und ich würde wollen, dass die Christen in meiner Gemeinde keinen Sex haben außerhalb der Ehe, dann würde ich ihnen vielleicht sagen, passt auf, es gibt sowas wie Geschlechtskrankheiten. Passt auf, es können Kinder entstehen und dann habt ihr ein Kind. Aber es ist doch interessant, Paulus argumentiert überhaupt nicht so. Er argumentiert geistlich, er sagt, wir werden ein Fleisch, wenn wir miteinander schlafen. Biblisch gesehen heiratest du beim Sex. Du bist eine Einheit vor Gott. Hier geschieht eine Verbindung und wenn diese Verbindung, die für einen lebenslangen und treuen Rahmen, wenn die wieder auseinandergebrochen wird, dann sagt Paulus, verletzt du deinen Körper geistlich. Du schadest dir selbst. Vielleicht bist du jetzt hier. Boah, na, come on. Nee, glaube ich nicht. Beim Sex geschieht nicht so viel. Beim Sex findet keine geistliche Vereinigung statt. Das glaube ich nicht. So ein Blödsinn. Dann hör zu, wie Paulus im selben Brief über das Abendmahl redet. Paulus redet über das Abendmahl und er sagt, dass beim Abendmahl mehr geschieht, als dass wir einfach Brot zu uns nehmen und Wein trinken. Beim Abendmahl werden wir eins geistlich gesehen mit Christus. Wir werden ein Fleisch mit seinem Leib im Abendmahl. Und vielleicht bist du heute hier und du sagst, nee, glaube ich nicht, dass beim Abendmahl
das geschieht. Du darfst das glauben. Ich bin einer anderen Meinung, aber ich sage dir nur, falls du glaubst, dass beim Abendmahl mehr geschieht als einfach Brot und Wein, die in deinen Körper gelangen, dann musst du kongruent aus exegetischer Sicht auch davon ausgehen, dass beim Sex mehr geschieht als einfach ein Austausch von Körperflüssigkeiten. Beim Sex geschieht eine geistliche Verbindung, eine geistliche Einheit. Und Gott hat sich deswegen den Rahmen der Ehe dafür ausgedacht. Es gibt in den letzten Jahren immer mehr Stimmen aus der säkularen Welt, die aufwachen für diese Realität. Ich möchte euch ein zweites Buch empfehlen und das Buch hat es wirklich in sich, von Louisa Perry, The Case Against the Sexual Revolution. Es gibt noch ein Exemplar beim Büchertisch. Der Schneller ist der Geschwinder. Es gibt es leider nur auf Englisch, aber dieses Buch hat es wirklich in sich. Louisa Perry, nicht eine gläubige Frau, eine Feministin, sagt, dass die sexuelle Revolution in den 60er Jahren, die durch die Anti-Baby-Pille ausgelöst worden ist und dass die Frau jetzt nicht mehr die Konsequenzen tragen muss der Geburt und der Schwangerschaft und diese Freiheit, die dort entstanden ist und diese Hauptsache Liebe und Hippie-Zeit und so weiter, diese sexuelle Revolution, die bis heute unsere westliche Welt maßgeblich prägt, sie sagt, dass vor allem die Frau Schaden an dieser Revolution genommen hat. Die sexuelle Revolution hat die Frau nicht befreit, sondern hauptsächlich geschadet. Weil in dieser ganzen Hook-up-Culture, wenn man einfach Sex hat und so weiter, sie sagt, es sind oft Frauen, mehr als Männer, die sich nach einem One-Night-Stand ausgenommen fühlen, benutzt und innerlich leer fühlen. Aus biologischen Gründen. Lies dieses Buch. Ich habe geweint, dass ich dieses Buch gelesen habe, wie viel Elend durch die ganze Pornoindustrie entsteht, mit Menschenhandel, all die Millionen von Abtreibungen, die durch sexualethische Themen auch, das hat auch einen Einfluss auf das. Und sind die Frauen, die hauptsächlichen Verlierer sind dieser sexuellen Revolution. Und sie sagt, Einvernehmlichkeit alleine schützt nicht. Es braucht mehr als das, weil beim Sex eine Verbindung stattfindet. Es ist eine nichtgläubige Frau. Und ihr fehlt es natürlich an theologischer Sprache. Sie argumentiert biologisch, evolutionsbiologisch, soziologisch und so weiter mit Statistiken. Lies dir dieses Buch, wenn du gerne tiefer eintauchen möchtest. Sie hat erkannt, was schon lange in der Bibel steht. Sex ist mehr als ein körperlicher Akt. Sex schafft Bindung. Und wenn diese Bindung wieder gebrochen ist, entsteht Schaden. Und einige von euch wissen genau, welcher Schmerz dabei entsteht. Du kennst das aus deinem Leben. Du weißt genau, von was Paulus hier spricht. Okay, was heißt das jetzt für dich persönlich und für mich? Mir ist bewusst, und bitte nimm die nächsten Worte dir zu Herzen. Eine Predigt alleine löst nicht deine Probleme. Hier sind so viele unterschiedliche Menschen vor Ort und online mit unterschiedlichen Geschichten, unterschiedlichen Situationen. Und oft ist ein Gespräch, ein pastorales Gespräch wichtig und dringend notwendig, um dir zu helfen, welcher Schritt dein nächster ist, wie du vorwärts gehst. Du kannst gerne auf uns zukommen, wirklich, wir helfen dir gerne, wir nehmen uns gerne Zeit für deine Situation, wie es weitergehen kann. Und das tun wir im Gebet und voller Liebe und Barmherzigkeit. Du darfst es gerne in Anspruch nehmen. Ich möchte jetzt zum Schluss uns ermutigen und uns aber auch herausfordern, okay? Die Ermutigung ist folgende. Gott im Himmel hat Vergebung für dich bereit. Gott im Himmel ist fähig, dich zu retten. Gott im Himmel ist fähig, dich zu befreien von deinen Süchten, von deinen Trieben, von deinen Gefangenschaften. Gott ist fähig, einen Neuanfang mit dir zu starten, egal was du getan hast. Das hat Jesus am Kreuz für uns vollbracht. Und er schenkt seinen Heiligen Geist gerne, der dir hilft, ihm nachzufolgen. So, das war die Ermutigung. Jetzt möchte ich uns aber nochmal herausfordern am Schluss. Weil Gnade und Vergebung ist das eine. Aber vielleicht ist für dich
Umkehr dran. Umkehr. Und Umkehr bedeutet eine 180-Grad-Wendung und du rennst in die andere Richtung. Ich möchte dich herausfordern, wenn du möchtest, du musst nichts tun, wir sind in einem freien Land, aber wenn du merkst, dass du auf falschem Weg warst in diesem Thema und du möchtest umkehren, dann möchte ich dich herausfordern heute Abend und online. Bringe dein Leben in Ordnung vor Jesus. Bringe dein Leben in Ordnung vor Jesus. Bring das, was dich belastet, ans Licht. Teile es mit jemandem. Bekenne es. Komm zu uns und rede mit uns. Geh zum Gebetsteam. Wie auch immer. Du kannst heute Abend umkehren. Heute Abend einen neuen Weg einschlagen. Vielleicht machst du das zu Hause, alleine für dich. Du gehst in deinem Zimmer auf deine Knie, alleine oder mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Und ihr bittet Gott um Vergebung für den Schaden, den du vielleicht anderen Menschen angetan hast oder dir selbst. Und dann, wenn du möchtest, das ist freiwillig, kehrst du um. Und für einige von uns bedeutet das eine radikale Veränderung des Lebensstils. Eine radikale Veränderung deiner Gewohnheiten. Ich sage dir einfach Folgendes, wenn du frei davon werden möchtest, gibt es keine halben Dinge hier. Du kannst nicht flirten mit dieser Sache. Du fließt davor. Du fließt davor. Vielleicht bedeutet das für dich, dass du nicht mehr in den Ausgang gehst. Dass du am Wochenende nicht mehr rausgehst mit Leuten und trinkst. Gar nicht mehr. Vielleicht bedeutet das für dich. Muss es nicht, kann aber sein. Vielleicht bedeutet das für dich, dass du den Kontakt zu Menschen abbrichst, die einen anderen Lebensstil leben, als du willst. Wow, Matthias, das klingt doch radikal. Ja! Schau, vielleicht bedeutet es für dich, dass du komplett auf Netflix verzichtest. Dass du dein Abonnement kündest. Weil die Bilder und diese Kultur, die dort vermittelt wird, nicht im Sinne Gottes sind. Vielleicht bedeutet das für dich, dass du solche Dinge wie Game of Thrones nicht mehr anschaust. Wie gesagt, es ist deine Entscheidung. Ich sage dir nur, der Preis für deine Freiheit kommt, wenn du radikal dich umwendest. Eine Flirterei damit geht nicht. Vielleicht lebst du in deinem Leben von Beziehung zu Beziehung und du hast eine Beziehung und wieder eine Beziehung und dann hast du wieder eine Beziehung, wieder eine Beziehung. Ich möchte dir raten, wenn du gerne frei davon werden möchtest, nimm dir 1 Jahr Zeit, dass du komplett Gott hingibst. Und du sagst, in diesem Jahr habe ich keinen Freund und keine Freundin, keine Beziehung. Du denkst jetzt, 1 Jahr? Ja. Mir hat dieses Jahr geholfen. Wo steht das in der Bibel? Nirgends. Nirgends. Ich gebe nur ein paar Hinweise und Tipps, wie du damit umgehen kannst. Das ist deine Entscheidung. Und ich möchte dich ermutigen, wenn der Heilige Geist vor 2000 Jahren diese römische Kultur, diese Sexualethik umgeformt hat und eine sexuelle Revolution fertiggebracht hat, dann kann der Heilige Geist das auch in deinem Leben tun. Amen? Er kann das. Er kann das, wenn du umdrehst, wenn du dich ihm hingibst. Ich möchte jetzt gerne beten. Bevor wir das tun, nehmen wir jetzt gemeinsam das Abendmahl. Wir haben 2 Stationen, hier vorne eine und dort hinten in der Mitte eine. Wie gesagt, beim Abendmahl geschieht mehr als einfach die Einnahme von Brot und Traubensaft. Die Bibel sagt, wir werden eins mit Jesus. Und wenn du zu Jesus gehörst, bist du eingeladen zum Abendmahl. Und egal wie deine Geschichte ist, seine Gnade ist neu. Er bietet dir seine Verbindung an. Du darfst eins werden, intim mit Jesus. Du nimmst ihn in dich auf. Das geschieht beim Abendmahl.